Hallo zusammen und herzlich willkommen zur Episode 44 vom Unsafe Release. Und als Nummer 44 hat endlich wieder einmal gewonnen in der Formel 1. Der Lewis Hamilton hat heute in England den British Grand Prix gewonnen. Aber das ist nicht nur das einzige Thema. Wir reden über den letzten Tripleheader, den wir jetzt hatten, also sprich Spanien, dann nachher Österreich und eben auch den British Grand Prix. Das werden wir alles besprechen. Plus auch noch wieder Farm Market, wo immer wieder ein gängiges Thema ist in unserem Podcast, beziehungsweise allgemein ein gängiges Thema ist in der Formel 1 Welt. Und auch ein bisschen noch über den Kanada Grand Prix, weil den haben wir ein bisschen vergessen. Und sorry, dass die Episode wieder so spät kommt. Wir wünschen euch wie immer viel Spass und eine gute Unterhaltung. Gut, wir legen los mit der heutigen Episode vom Unsafe Release. Zuerst mal grosses Sorry, dass die Episode auch wieder relativ verspätet rauskommt. Eigentlich haben wir ja den 2-Wochen-Takt drin, oder hätten wir drin. Den haben wir jetzt irgendwie die letzten 2 Monate nicht mehr geschafft. Aber es sind jetzt Kanada gewesen, es ist Spanien gewesen, es ist Österreich gewesen und es ist noch Silverstone heute gewesen, also England. Und wir schneiden jetzt einfach kurz Kanada an, weil wir mal ganz ehrlich sagen, Kanada war jetzt auch nicht so ein krasses Rennen gewesen. Wir haben mal bei uns noch notiert, Ferrari-Strategie und dann natürlich der Crash von Perez, Sainz und der Albon. Es hat ja Regen eingesetzt dort, beziehungsweise es war halt einfach nass gewesen. Und der Albon, da ist mir noch geblieben, der hat ein krasses Überholmanöver gemacht, aber sonst muss ich ganz ehrlich sagen, ist bei mir relativ mal, was so meine Erinnerung anbelangt, an das Rennen. Also da ist bei mir eigentlich schon fast ein bisschen durch. Ferrari-Strategie, was hast du dort mit dem gemeint? Du hast ja das notiert. Ja, genau. Also es ist eigentlich wirklich, das ist für mich eigentlich das einzige Auffällige gewesen. Und zwar ist es einfach, dass sie den Leclerc komplett in die Pfanne gehauen haben im Kanada Grand Prix. Der hat ja aus irgendeinem Grund, er glaube es irgendwie mit dem Motor oder irgendetwas Problem gehabt. Ah ja, stimmt, ja genau. Pits. Genau. Ja. Das haben sie irgendwie können fixen, indem sie Turn It Off und Turn It On gemacht haben. Dann ist er legit irgendwie über 27 Sekunden stehen geblieben, bevor er losfahren konnte. Und dann haben sie dann auf den falschen Reifen wieder rausgefetzt. Und wirklich ein genialer Kommentar von Martin Brundle. Now he's even more last. Das ist das, was mir so ein bisschen geblieben ist von dem kanadischen Grand Prix. Und der absolute Comical Spin vom Sainz im Rasen raus, nachdem er in Albon gecrashed ist und ihn rausgetatscht hat. Oder eben auch der geile Kameraschnitt zum Perez, wo er ohne Heckflügel auf einmal am Rumfahren ist. Ja, stimmt, ja, das war auch ja. Nein, also das ist eigentlich wirklich das Hauptsächliche, wo mir geblieben ist, ausser dass halt einfach seit Kanada ganz klar ist, dass McLaren und Mercedes riesige Sprünge gemacht haben nach Monaco. Also vor allem McLaren, die einen rechten Sprung gemacht. Und Mercedes ja eigentlich erst, jetzt sage ich mal so, ab Österreich weg, dort sind sie eigentlich so ein bisschen bei der Musik gewesen. Aber ja, es ist schon so, also die 2 Teams, die sind jetzt plötzlich auch wieder mit dabei. Red Bull ist irgendwie so, was Weiterentwicklungen anbelangt, recht stagniert, aber man muss eben auch sagen, es sind schon ein paar Mal erwähnt, oder Verstappen hat das glaube ich schon ein paar Mal gesagt, dass ja, die Autos wie jetzt auch schon fast kein Potenzial mehr haben zum Weiterentwickeln und hat die anderen Teams jetzt einfach halt auch an das herkommen, was sie haben und hat dementsprechend auch den Speed können gehen. Und danach entscheidet dann wahrscheinlich nur noch wieder so ein bisschen die Motorleistung und die ist halt bei Mercedes, so wie man es jetzt gesehen hat, in den letzten paar Rennen nicht wahnsinnig schlecht, die ist relativ gut. Und ja, also es ist sicher noch recht spannend, was noch in der Zukunft wird kommen. Aber ich meine, wir haben es auch in Spanien gehabt. Spanien hat ja dann den Max Verstappen gewonnen, hat aber eigentlich nur gewonnen, weil der Norris halt Fehler gemacht hat wieder. Oder hat einfach, ja, am Start hat er ja den Verstappen dort ins Gras rausschicken. Da hat er noch gesagt, also, ja, da war schon genug Platz rum und alles. Yeah. Aber man muss halt einfach auch sagen, dass halt dort die McLaren-Strategie halt nicht so wahnsinnig gut war. Und hat auch einfach der Norris hat einfach so seine Fehler gemacht. Das haben wir auch jetzt in den letzten 2 Rennen auch gesehen, so in Österreich vor allem auch. Und auch in Dings jetzt in Silverstone in England, wo heute war. Auch dort hat es wieder die Fehler gegeben. Und ja, wir haben es vorher schon ein bisschen angesprochen, also vor der Aufnahme. Es ist halt schon so, sobald eigentlich der Norris ein bisschen den Druck verspürt, dass er könnte auf P1 fahren könnte, ist bei ihm einfach die Fehlerquote einfach extrem hoch. Das ist einfach extrem dann. Ja,
Ja, und also sei es auch nicht die Fehlerquote, es ist manchmal auch einfach eben, sei es Fehlentscheidungen vom Team oder weißt, es sind kleine Fehler. Es ist nicht, dass er komplett etwas verhunzt, aber halt, dass er vielleicht zu viel pusht, bevor er ja, eigentlich schon sollte. Oder hat einfach den Win zu fest will. Das ist schwierig zu sagen. Ich glaube, es war bei Spanien, hat auch irgendein Kommentator gesagt, McLaren muss sich jetzt halt wieder als Gewinner gewöhnen und ich glaube, das hat sicher auch noch einen grossen Einfluss. Eben, also Strategie-Calls sind nicht immer optimal gewesen und du kannst nicht immer den Fahrer alles entscheiden. Oder? Mhm. Dann passieren halt so Calls, wie wir sie jetzt in England hatten, aber da kommen wir dann später noch ein bisschen drauf zurück. Auf das, ja, im Vergleich zu Kanada absolut extraorbitant geile Rennen. Ja, und auch zu Spanien. Aber Spanien war eigentlich auch nicht wahnsinnig spannend gewesen. Das Einzige, was noch rausgestochen hat, dort ist eigentlich ein bisschen, also nicht, ich sage jetzt nicht Beef, aber halt so ein bisschen der Konflikt zwischen Leclerc und dem Sainz, die haben sich ja dort noch berührt gehabt. Und da hat es ja dort so ein bisschen ein Umknatschen gegeben von diesen zwei. Also Leclerc ist dann vor dem Sainz ins Ziel gekommen zwar. Aber auch Ferrari, muss man sagen, also wo halt eben McLaren und Mercedes aufgeholt haben, hat jetzt irgendwie Ferrari nachgelassen. Und das ist einfach schon auch krass. Und ich meine, jetzt frage ich mich schon echt so, ja, bereut echt der Hamilton inzwischen den Move, den er gemacht hat oder nicht, weißt? Zu Ferrari zu gehen, weil Anfangsjahr war Ferrari ja wirklich noch krass dabei gewesen. Dort hat man gedacht, so, geil, Ferrari, jetzt wie jetzt das Jahr, weißt? Jetzt können sie da ein bisschen Red Bull Konkurrenz machen. Aber jetzt irgendwie so, wirklich eigentlich so seit Kanada, dort hat es irgendwie so ein bisschen angefangen mit, ja, wieder ein bisschen so Richtung Downfall zu gehen halt. Und es ist halt einfach schon bitter, muss man sagen. Ja, ich glaube, das zeigt aber eben noch so ein bisschen, was Formel 1 ausmacht und der Grund, wieso dass wir diesen Sport lieben. Weil es ist nicht nur der Fahrer, wo halt in dem Sinne entscheiden kann, ob man zuvorderst vorne steht, sondern eben auch das Team. Und ich glaube, was bei Ferrari einfach das Problem war, ist, dass sie mit ihrem Development vom Auto einfach komplett nicht in die richtige Richtung gegangen sind. Sie haben sich jetzt auch so ein bisschen angepasst mit dem Konzept, das ist so ein bisschen ein Red Bull-ähnliches Konzept, logischerweise. Sie haben ja alle so ein bisschen in die Richtung ja, eigentlich müssen gehen, sonst würden sie Red Bull nie nachmögen. Und sie haben jetzt auch sogar für den britischen Grand Prix ihre Upgrades, die sie gebraucht haben, glaube ich, im spanischen Grand Prix, einfach wieder wegnehmen. Also es ist einfach ganz klar offensichtlich, dass der Ferrari eigentlich seit Monaco nicht mehr so gut fährt, wie er sollte, aber eben auch die Strategie-Calls wirklich einfach schlecht sind. Ja. Wir sind wirklich wieder auf dem Level, wo wir jetzt seit etwa, ich sage, 1,5 Jahren nicht mehr gesehen haben, zum Glück. Also der Freddy muss da unbedingt schauen, dass sich da nicht alte Fehler wirklich nicht wieder einschleichen. Das ist mega, mega wichtig, dass er da jetzt quasi die Handbremse zieht. Weil ja, also er kommt nächstes Jahr ein Hamilton über und im Hamilton muss er doch schon auch etwas bieten können. Ich meine, es ist in meinen Augen offensichtlich, was im Hamilton sein Ziel ist. Er will seine Karriere mit Ferrari beenden. Aber er will sie nicht einfach nur mit Ferrari beenden. Er will sie mit einem Championship-Sieg mit Ferrari beenden. Oder? Das ist eigentlich das Ziel. Und dann muss er aber im Hamilton auch ein Auto liefern, weil ich gehe schwer davon aus, dass der Hamilton noch 5-6 Jahre fährt. Nein, also 2 Jahre hat die jetzt gesagt, ja. Ja. Er ist nicht ein Alonso. Nein, überhaupt nicht. Der Hamilton kann noch 100'000 andere Sachen machen. Das ist so. Das ist so. Ich meine, der Typ wird nächstes 40. Und ja, ich frage mich halt einfach so ein bisschen, ich meine, du weißt jetzt gerade so Ferrari, da hat es jetzt auch immer oft jetzt Gerüchte gegeben, also mit Adrian Newey, dass es zu Ferrari geht. Das ist jetzt aber auch also ein bisschen übergeschwappt auf Aston. Und scheint es ja eigentlich erst gegen Herbst so ein bisschen bekannt gegeben werden, wo er etwa hergeht und so. Und ja, ich frage mich halt einfach, ob der Hamilton einfach oder ob sie ihm halt einfach irgendwie so ein bisschen versprochen haben, auch ob der Adrian noch kommt, weißt? Also ich hoffe es jetzt nicht, weißt, dass sie immer so das ein bisschen versprochen haben oder so, dass er noch kommt. Aber wäre natürlich schon bitter, wenn sie ihm irgendwie so etwas gesagt hat und dann nachher kommt er gleich nicht, weil er irgendwie dann nicht so essen geht oder so. Ja, das wäre wirklich bitter. Also ich hoffe wirklich für einen Hemi, obwohl ich nicht so ein riesen Hemi-Fan bin, dass halt Ferrari sich nochmal so ein bisschen in den Griff bekommt. Vor allem, weil ich halt auch hoffe, dass er für Ferrari dass er die Lösung ist, irgendwo durch. Ja. Und vor allem, weil ich es immer noch eine absolute Schande finde, dass man den Sainz gehen von Ferrari. Das ist nicht so. Gegen Leclerc, aber ich finde es einfach so schade, dass man das Team so voneinander ruft.
also it better be worth it oder so in dem Stil. Es muss sich wirklich lohnen, die Entscheidung, die sie jetzt getroffen haben. Und bis jetzt, ja, sieht es nicht so aus. Also Ferrari muss wirklich auch dieses Jahr eigentlich noch ein bisschen mehr beweisen, damit ich wirklich sehe, dass es Sinn macht, dass der Hamilton dort hingeht. Mhm. Ja. Ja, und für das Eins ist... Hä? Ja, sag ruhig. Für das Eins ist natürlich halt einfach auch so ein Thema, oder? Ich meine, dort fragt man sich halt auch, ja, auf was wartet denn noch? Ich meine, so wie man aus den Gerüchten rausgehört, so Williams, Sauber und auch Alpine, die schauen ja mittlerweile auch noch für andere Fahrer halt. Und Mercedes hat ihn ja zwar gestrichen gehabt, ist jetzt aber gleich irgendwie wieder auf der Liste, hat der Toto gemeint gehabt. Also da ist halt auch noch nicht alles gegessen und ich denke aber, dass es bekannt gab, nächste Woche will kommen vom Sainz. Du, look, ich hoffe es, oder? Also für Sainz ist halt einfach, der ist in eine absolut unmögliche Situation geschmissen worden mit dem Ferrari-Drop. Er hat das wahrscheinlich auch nicht gesehen kommen, oder? Weil, wieso sollte man ihn weghaben aus dem Team? Ja, Lewis Hamilton ist ein guter Grund, leider. Ja, am Ende des Tages, ich persönlich finde, es macht nur Sinn, dass er zu Mercedes geht. Auch wenn er dort nicht für ewig wird sein, es ist in meinen Augen der einzige Platz, wo er gehört. Er gehört nicht zu Alpine, wo schon zu langsam ist, und alle anderen Teams sind noch langsamer als Alpine, wo ihn würden haben. Also es ist für mich einfach nur die einzige logische Schlussfolgerung. Aber er will ja keinen Jahreskontrakt haben. Mercedes bietet ihm ja eigentlich nur das. Mit dem muss er einfach leben. Ja. Er muss damit leben, dass er nur einen Jahresvertrag hat, aber dann muss er halt einfach auch ein bisschen gamblen und sagen, gut, schau, wenn alles gut läuft, kommt der Kimi Antonelli in die Formel 1 in nächstes Jahr und geht komplett unter. Das kann passieren, es kann sein. Ja, der Fahrt hat, oder sie stecken nicht zu Williams. Das kann natürlich auch sein. Das ist auch meine Vermutung, was wird passieren, weil es macht in meinen Augen am meisten Sinn. Was willst du einen direkt in ein Team hineinholen, das jetzt wieder um Podium und um Wins am Kämpfen ist? Ich meine, jetzt haben sie 2 Rennen nacheinander gewonnen. Das ist schon lang nicht mehr der Fall gewesen. Und beide Fahrer haben gewonnen. Das ist vor ein paar Rennen noch, hätte das Sinn gemacht, wo Mercedes halt so im Midfield oder eigentlich Best of the Rest ist, so in dem Sinne. Ja. Aber das ist nicht mehr der Fall. Das ist schon so, definitiv. Der Kimi ist gut, aber er ist nicht so gut. Ja, er hat halt auch jetzt in der Formel 2 ein bisschen gestruggelt, hat zwar jetzt den Sprint hat er gewonnen, ist aber dann nachher im Hauptrennen auch wieder rausgeflogen. Ist abgeschossen worden. Ja. Immer noch besser als Oli Behrman. Ja, das ist so. Wobei der Oli Behrman hat natürlich auch, was gerade so Formel 1 anbelangt, hat er natürlich schon recht überzogen. Mit dem Auto ist er eigentlich gut gefahren. Er hat überzogen, aber er hat auch einfach Glück gehabt. Punkt. Also, er ist am Anfang der Saison reingekommen, wo alle noch ein bisschen unsure sind. Er hat eine gute Performance gehabt. Musst aber dann gleich auch wieder sehen, er ist gleich nicht auf P3, 4 oder so gefahren, was eigentlich sein Auto hätte können. Ja, logisch, aber da kann er ja auch nicht. Aber gleich. Genau, das ist fast unmöglich. Und man muss dann auch noch dazu erwähnen, es war halt in Saudi-Arabien, was halt auch noch nicht einfach ist. Genau, und das ist ein Rennen, wo er eigentlich, klar nicht mit Formel 1 Autos, aber er hat genau gleich viel Erfahrung anhand von Rennstarts, wie alle anderen Fahrer auch hatten. Weil die Strecke gibt es einfach noch nicht länger, oder? Von dem her, keine Ahnung, ich bin einfach überhaupt nicht mehr überzeugt von Behrman. Er hat 2, 3 gute Sachen gemacht, aber dieses Jahr ist er eigentlich bis vor 2 Rennen, oder bis vor einem Rennen, ist er in der Formel 1-Wertung höher gewesen als in der Formel 2-Wertung. Und das muss man schon krank, ja. Es ist krank. Und du hast Fahrer wie einen Isaac Hadjar, die unglaublich gut vorne mitfahren und einfach eine geile Saison anlegen, fast jedes Rennen mindestens in den Top 5 sind. Und man redet nicht einmal darüber, dass sie in die Formel 1 kommen könnten. Wobei, wenn du den Weg verspielen, du hast noch einen Liam Lawson, der auch unbedingt in die Formel 1 muss, nach der Performance, die er abgeliefert hat. Ja, das ist so. Aber hey, irgendwie hat er wirklich einfach Glück gehabt und den Vertrag halt bei Haas bekommen. Und es ist ja anscheinend sogar ein Multijahresvertrag, was ich noch spannend finde. Ja. Ja, dass ihm das gerade angeboten haben, ist schon heftig. Weil normalerweise Rookie ist ja meistens immer ein Jahr oder so. Einfach mal zu probieren. Ja, schau mal, wie er ist. Und vor allem Haas, weißt du, also ich bin noch gespannt, wie sie auf die Situation werden eingehen. Man munkelt ja dort nicht so, dass ein Ocon soll zu Haas gehen. Das ist schon ziemlich fix, der Deal. Ein Ocon ist nicht unbedingt ein Fahrer, den du gut kannst brauchen als Coach für einen neuen Fahrer. Da haben wir diverse
Examples von der Vergangenheit. Ja. Und Haas ist auch nicht ein Team, das gut Rookies coacht. Also ich denke, das ist einfach wieder so ein Fall, dass Ferrari viel Geld in die Finger genommen hat und gesagt hat, Nein, jetzt, ja. Mhm. Wahrscheinlich schon, wird schon so gewesen sein, aber ja, ich denke für den Burman ist es sicher gut und ich denke auch für Haas ist es gut. Haas ist ja momentan auch hat auch einen Aufwärtstrend, ist ja eigentlich jetzt auch mit dem Hülkenberg immer sehr stark unterwegs. Ich glaube, sie werden sich auch so hart in den Arsch reinbeissen, dass sie den Hülkenberg weggehen haben. Ja, definitiv. Also der fährt so gut. Ich meine, auch in Österreich ist er so gut wieder gefahren, er hat so eine gute Performance abgeliefert. Ich glaube, jetzt muss ich kurz spicken, im Sprint in Österreich ist er ja Sprint, ich habe es gerade offen, Hülkenberg, Magnussen auf dem 9. Ah nein, der ist nicht 10. geworden. Ist es im Rennen gewesen? Ah, im Rennen ist er 5. geworden. Aber im Rennen ist er 5. geworden. 6. ist er geworden. 6. Ja. Ey, und jetzt musst du dir überlegen, 2 Rennen nacheinander. Ja, jetzt sind Silverstone wieder. England schon wieder, ja. Ja, also wirklich. Und auch der Magnussen ist in Österreich in die Punkte reingekommen. Also eben, performance-technisch sind sie wirklich sehr, sehr stark unterwegs im Moment. Und ja, also auch das Rennen ist wirklich gut gewesen. Der Sprint war zwar ein bisschen langweilig, jetzt mit denken. Ja, nein, der Sprint war eigentlich wirklich basically nichts gewesen, außer dass man halt von vorne weg dann können wissen, okay, es wird ein Fight geben zwischen McLaren und Red Bull. Ja. Das war cool gewesen, zum sehen, aber ja, es ist halt ein Sprint. Ja, aber auch das Rennen an sich ist ja eigentlich bis zu den letzten 20 Runden eigentlich nicht wahnsinnig spannend gewesen. Erst eigentlich, wo halt eben der Norris langsam aufgeschlossen hat zum kann ich sagen, zum Verstappen. Danach ist es eigentlich wirklich spannend geworden und auch wirklich interessant geworden. Und ja, dann nachher ist es so das gekommen, wo das passiert, wo halt dann ja, wie soll ich sagen, wo sich ein bisschen angekündigt hat. Ich weiss noch, das war so, die einen oder anderen kennen vielleicht schon vom Kart-Video, dass ich bin mit dem Simi zusammen den Grand Prix am Schauen war, Simi Kaufmann. Und das ist, ja, du sagst es eigentlich richtig, am Anfang relativ langweilig gewesen, aber es hat sich dann auf einmal abzeichnet, so, das gibt einen verdammten Fight. Was mir dort eigentlich sehr gefallen hat, ist, dass der Fight on pace war. Also es ist nicht so, dass der Verstappen ein Problem hatte und dann ist der Norris halt näher gekommen. Nein, der Norris hat wirklich einfach das schnellere Auto gehabt. Und dort habe ich mit Simi eben auch darüber diskutiert, dass das, was wir jetzt dort gesehen haben, ja, ist wahrscheinlich so der Anfang von einem grossen Krieg. Es hat ja angefangen mit dem Norris, der zuerst mal einfach ein bisschen Druck gemacht hat, dass die DRS-Fenster reingekommen ist und dann ist mal der erste Lunge gekommen. Völlig überschätzt mit den Bremsen, aber nein, stimmt gar nicht. Der erste war, Verstappen hat ja sein Braking, oder ja, wie sagt man, Moving on the Braking. Ja, genau. Moving on the Braking gemacht, aber das Ding ist, der Verstappen macht das eben hure intelligent. Das ist so ein bisschen sein Move, wie er es macht. Er, kurz bevor er bremst, tut er ganz kurz sein Steering Wheel noch einmal schnell überschütteln und dann bremst er, tut aber das Steering Wheel nicht mehr bewegen. Also es ist eigentlich Moving on the Braking, aber es ist eine Grauzone, wo er breakt nicht, wenn er moved gleichzeitig. Also das ist eigentlich noch intelligent von ihm. Aber der Norris hat dann auch direkt gewusst, was Sache ist. Oder er wird ihm zutun, wenn er kann. Also hat er im nächsten Versuch einen riesen Lunge gemacht. Völlig überschossen. Und hat den Verstappen, beziehungsweise zuerst mal selber über die Strecke hinaus. Nein, also du meinst Turn 3 oben auf der Spitzkehre geradeaus, meinst du? So? Genau. Okay. Genau. Ja, aber eben Off-Track war er ja noch nicht, wo sie hochgefahren sind. Auf dem Körper ist er ja nicht gefahren dort. Nein, aber nachher quasi beim Kurven-Exit war er ja abseits von der Strecke gewesen. Und Gentleman, wie er halt ist, hat er den Verstappen führen gelassen. Ein Move, den er sicher noch wird bereuen wird, weil als nächstes hat es noch einmal versucht und der Verstappen auf der Strecke drückt. Der Verstappen hat ihm den Platz nicht zurückgegeben. Ja, und dann bin ich hässig, oder? Bin ich voll drinnen. Beide am Funken wie Weltmeister. Yes, definitiv. Passion war rum und dann passiert es. Ja. Dann, Decisive Move. Ja, da hat es einen Klapp gegeben, beziehungsweise man hat gesehen, dass der Frontwing vom
McLaren, der Spitz, der hinten dran ist, dass der eine gewisse Funktion hat. Das hat man dann gemerkt. Er kann gut Reifen aufschlitzen. Und ja, also, wie du es vorhin schon angedeutet hast, also man muss wirklich sagen, Max, anders intelligenter Fahrer, kann man nicht anders sagen. Wirklich so gut. Weil eben, ich würde es wirklich nicht als Moving Under Braking nennen, weil er hat wirklich halt einfach sein Auto immer so positioniert, dass wenn er muss bremsen muss er ja seine Räder gerade haben, weil wenn er einlenken würde, würde sie einen Lock abgeben. Und er hat es eigentlich so immer wirklich so schlau gemacht, dass er beim Kurveneingang hat er sich rausziehen lassen, weil er halt so gestanden ist und hat ihm halt natürlich weniger Platz gelassen. Ist aber dann, wenn man auf die Wiederholung schaut, hat er ja, wo der Norris ihn getutscht hat, hat er ja schon eingelenkt für ihn Apex rein. Und darum sehe ich eben den Fehler eigentlich nicht so beim Verstappen dort, weil er hat es eigentlich, ja, Uhrenschlag gemacht und er hat ja nicht eine Strafe bekommen wegen Moving on the Braking, sondern weil er als Kollision verantwortlicher, ja, ist er bestraft worden. Was ich aber auch wirklich überhaupt nicht d'accord bin. Irgendwie. Ich finde, das war einfach gutes Racing gewesen und es ist halt einfach unlucky, dass dort Hinterrad so sensibel war und beide kaputt gegangen sind. Das hätte auch gar nicht passieren können, haben wir auch schon gesehen in der Vergangenheit. Ja, weißt du, man muss aber halt einfach auch wieder hier erwähnen, ich habe es vorher schon angeschnitten und ja, es ist einfach schlimm, dass immer ich das muss ansprechen muss, weil es ist einfach so, als würde ich der grösste Norris-Hater sein. Aber er macht so viele Fehler, es ist einfach so. Er macht aber also siehst du das jetzt als Fehler? Nein, das nicht. Okay. Ich kann gerade weiterreden. Er hat so viele Fehler einfach im ganzen Rennen gemacht. Der hat dort mal das Übersteuern gehabt, der ist dort mal ein bisschen offline gefahren, dann hat er ein Untersteuern gehabt, dann hat er einen schlechten Exit gehabt und weißt und ja, ich meine, er kommt kurz vor dem Fight, kommt er noch einen Black and White Flag über für Track Limits. Ja, und ist auch nicht optimal, wenn du gerade einen fetten Kampf musst anfangen. Ja, und weißt du, wenn er jetzt, sage ich mal, einfach, es ist auch wieder um den Win gegangen und du hast einfach gemerkt, er will einfach zu viel. Und wenn er jetzt einfach 2 Runden den Max parat gelegt hätte, weißt du, so in dem Sinn, ich fahre jetzt 2 Runden einfach schön, bleib hinter ihm möglichst so weit wie es geht und dann im DRS angreifen, dann hätte er auch in der Mitte von der DRS-Zone gehabt, weil sein Auto auf der Gerade besser gelaufen ist als im Max rein. Und nicht immer erst auf Ende Kurve, weil, auf Ende von Anfangs auf einer Kurve, also sprich jetzt zum Beispiel Turn 3, weil dort hat natürlich der Max wieder mehr Optionen. Dort kann er sich einfach breit machen oder eben halt so reinbremsen, dass er dann nachher halt ein bisschen Probleme bekommt. Und ja, wenn er es halt einfach ein bisschen schlauer gemacht hätte und hat einfach gesagt hätte, okay, jetzt fahre ich einfach eben 2 Runden schön, dann nachher wäre es besser gewesen. Aber er hat ja schliesslich schneller ein Auto gehabt. Ja. Das ist ja genau das. Er hat schliesslich schneller ein Auto gehabt. Das hat er nicht gemacht. Und ich meine, im Sprint hat er es ja auch vergamen gehabt. Beim Max, weil er zu viel wollte am Anfang und hat sich den Reifen kaputt gemacht. Ist es so? Und dann nachher hat er sich ja auch aufgeregt. Er hat ja gesagt, er sei ein Vollidiot. Aber wieso machst du dann wieder fast den gleichen Fehler? Also nicht den gleichen Fehler, aber man macht eigentlich schon wieder den gleichen Fehler. Er hat wieder zu viel Wellen. Wieso machst du es dann gleich wieder? Ja, darum. Das ist genau ein bisschen das, oder? Wie du auch sagst. Er hat schnell ein Auto gehabt, er hat es einfach führen lassen. Oder einfach können machen, in dem Sinne einfach schön Hangback und dann gehst du mal rein, wenn es wirklich halt auch passt. Aber andererseits, ich verstehe halt gleich auch. Ich würde es wahrscheinlich in seiner Position gleich machen, weil du willst den Fight, du willst so schnell wie es geht an ihm vorbei. Vielleicht muss einfach jeder Fahrer noch ein bisschen seine Lehre daraus ziehen, mit dem Verstappen halt auch zu fighten. Oder? Weil wenn ein anderer Fahrer auf P1 gewesen wäre, dann wäre der Lando schnell durchgekommen, bin ich überzeugt. Wenn jetzt ein Russell davor gewesen wäre, dann wäre er schneller davor gewesen. Ja, das ist so. Das Kämpfen ist nicht einfach. Ja, das ist definitiv so. Ich meine, schlussendlich, du kannst auf einen Max aufschliessen, aber du musst dann auch immer noch an einem Max vorbeikommen. Das ist halt einfach schon so. Und, aber eben, er hat halt einfach wieder 2 Fehler gemacht. Das ist jetzt in Österreich gewesen, es ist aber auch wieder heute in Silverstone ist sie auch gewesen. Ich meine, wieso zur Hölle, er hat einen guten Start gehabt im Rennen. Wieso positionierst du dein Auto aussen? Hinter dem Rad vom Russell. Er war links aussen. Wieso bleibst du hinter ihm oder schaust, dass du Innenplatz bekommst?
Ja, das finde ich, dass du eine gute Linie hast, wo kannst du durchfahren. So. Er ist gerade überlaufen worden, er ist gerade rausgerollt und hat gerade 2 Plätze oder so verloren und hat sich dann müssen wieder zurückkämpfen. Und das hat ihn nachher das ganze Rennen versaut, das hat ihn ja nachher aufgeregt. Klar, er hat nachher auch eine schlechte Strategie auch gehabt. Genau. Ja. Muss man natürlich auch sagen. Aber dort hätte er gute Positionen machen oder gut machen oder einfach seine Position beibehalten. Schlussendlich. Ja, also British Grand Prix hat anders verlaufen, der Austrian Grand Prix hat anders verlaufen, der Spanish Grand Prix hat anders verlaufen. Und das ist so ein bisschen die Frage, die ich mir beim Norris jetzt mittlerweile stelle, ist so, liegt es echt wirklich einfach als Pizza an ihm? Er hat lange keinen Race-Win gehabt und es sind oft einfach Fehlentscheide, die halt reinlängen. Ich weiss jetzt nicht, wie fest er in England hat können entscheiden, dass er eine neue Reifen schon hat wollen oder nicht wollen. Aber der erste Wechsel von McLaren war schon komisch gewesen. Mit Piastri draussen lassen, Norris drinnen lassen. Und nachher hatten sie den Lead absolut gehabt. Und beim zweiten Wechsel warten sie einfach zu lang, oder? Aber wer ist da effektiv daran schuld? Ist es Unsicherheit vom Race Engineer, vom Lando selber? Aber es ist halt immer er, der in dieser Situation ist. Wobei, immer noch lieber, als dass man eigentlich ein Top-Auto hat und immer noch zuhinterst hinten rumgurkt. RS. Ja. Ja. RS. Aber gleich, es ist so ein bisschen, der Lando könnte in meinen Augen jetzt, nachdem wir gesehen haben, wirklich ein Multiple-Race-Winner sein. Ist er aber nicht. Ja. Also er hat sicher 4 Siege hätte er sicher in dieser Saison können holen. Mit dem, was er noch geholt hat in Miami. Oder vielleicht sogar 5, ich weiß nicht. Aber es wäre sicher wesentlich mehr drin gewesen. Aber es ist entweder immer an ihm gelegen oder jetzt sicher aber auch heute eben also bei McLaren halt. Das muss man schon auch eingestehen. Und was ich schön finde an dem ganzen Austria-Zeug ist, wir haben endlich wieder gutes Racing gesehen und wir sehen, dass andere Teams on pace wirklich wieder bei Red Bull sind. Und mal abgesehen davon, also nachher im Mediapen haben sie ja so ein bisschen gegeneinander geschossen, also vor allem der Lando gegenüber zum Verstappen. Aber die haben ja anscheinend miteinander geredet und haben abgemacht gehabt, dass sie jetzt sich nicht beeinflussen von dem und weiterhin so werden Hard Racing gegeneinander machen und das ist einfach super. Also ich finde es schade, ist überhaupt noch ein Penalty verteilt worden, weil ich finde genau das ist etwas, wo eigentlich die FIA halt befürworten. Die sollten das pushen, dass das mehr passiert. Und dass man nicht einfach taktisch einander hinterher gurkt, oder? Ja, also gut, dem her, ja. Das stimmt mich positiv für diese Saison. Ja, gut, die FIA, eben, die hätten die gar nicht sollen Strafen noch verteilen. Es ist einfach so. Weil. Oh, Entschuldigung, da bin ich ein bisschen müde. So, es ist halt schon so. Es ist halt schon so, dass die FIA zu viel immer sich reinmischt. Und immer zu viel Strafen mal schnell verteilt. Weil, ich meine, was wenn die Leute sehen, sie möchten eben Hards Racing sehen, sie möchten gerne sehen, dass ein bisschen Teile fliegen und auch jetzige Diskussionen entstehen und alles drum und dran, das möchten die Leute sehen. Und wenn halt die FIA immer reinfunken mit Strafe oder sonst irgendeinem Scheiß, das hemmt dann halt auch wieder, gell? Und klar, ich verstehe schon, der FIA geht auf Sicherheit und alles, aber irgendwo durch muss man auch sagen, ja, aber eben, sonst ist es dann einfach wirklich nur noch das Hinten nachfahren, mehr nicht. Und das ist halt dann einfach, so. Das ist halt einfach scheiße dann. Vor allem halt in einer Zeit, wo alles anhand von der Reifen bestimmt wird, oder? Man will immer mehr Strategie und so, und das ist schon cool, aber keine Ahnung, da hätte ich noch lieber einfach einen Reifen für das ganze Rennen und einen für den Regen, wenn es muss sein. Und dann geht es auch nicht so um Strategie und dann kann er dann auch in den Pits überholen. Nein, es ist so, du hast jetzt die Möglichkeit auf der Strecke, also mach ich es auch. So wäre es eigentlich am geilsten, die Reifen nicht die ganze Zeit abverrecken. Aber hey, es ist wie es ist. Ja, am Ende des Tages, also ich sage es so, die letzten 2 Rennen haben mich einfach generell positiv gestimmt, dass diese Saison gut wird. Weil wir haben jetzt McLaren, Mercedes, in meinen Augen trotzdem, egal was passiert ist, auch Ferrari und Red Bull, die einfach auf einer Linie sind. Ferrari ist momentan ein bisschen im Hintern nachhumpeln, weil sie mit den Upgrades nicht so gut geschafft haben. Aber wir wissen auf jeden Fall, dass wir 4 Teams haben, die vorne mitfahren können. Es ist einfach nur noch so ein bisschen die Hoffnung, dass der Verstappen genug Rennen nicht gewinnt. Dass halt auch Championship-Fight um einen Fahrer noch ein bisschen interessant wird. Lando hockt dort ja
bisschen hinten drin noch. Können wir schnell schauen. All. Championship Fight, oder? Der Lando ist jetzt auf Da P2 mit 171 Punkten. Genau, und der Verstappen hat 2,55. Also es sind halt doch noch einige Rennen, wo der Verstappen in dem Sinne voraus ist. Aber wenn das so weitergeht, ja, sehe ich es nicht schlecht, dass der Verstappen halt wirklich ein bisschen hinten nachrückt. Und dass wir eigentlich mehrere Fahrer könnten in Contention haben für einen Titel. Und das wäre halt schon hure geil. Das wäre richtig geil, ja. Würde so 2012 Vibes geben, oder 11, 12, wenn ich das dort rum. Weißt du, schön. Vor allem einfach auch nur schon schön, dass McLaren wieder da oben ist. Die haben es so verdient, nach all dem, was sie durchgemacht haben. Ja, die sind da oben und runtergefallen und jetzt sind sie wieder da oben. Das ist schon geil. Jetzt sind sie wieder da oben, ja. Und auch absolut schön zu sehen, sogar ich als Mercedes-Gegner, dass Mercedes auch wieder so gut performt, wie sie tun. Oder sie haben jetzt 2 Rennen nacheinander gewonnen. Ich denke, da kommen wir jetzt gerade dazu, oder? Zum British Grand Prix. Ja, also gut, also Österreich ist natürlich auch Glück gewesen, sonst wäre der Russell natürlich Dritter gewesen. Ja, natürlich. Klar ist es Glück, aber du musst natürlich zuerst mal auch in dieser Position sein, um davon profitieren. Oder? Also dort Hut ab zum Russell, der hat generell eine verdammt starke Saison, die er fährt momentan. Ist jetzt aber knapp aufgeholt worden von seinem lieben Teamkollegen und ich muss sagen, verdammt emotional gewesen, das Wochenende. Also einfach schön gewesen zu sehen, was der Hamilton hat können erreichen und wie er das Rennen eigentlich wirklich kontrolliert hat. Er ist nicht immer vorgefahren, aber der er vorgefahren ist es sein Rennen gewesen, und es ist niemand mehr an ihn herangekommen. Und einfach auch die Emotionen über die Ziellinie drüber, von ihm, vom ganzen Team, von den Fans, das ist einfach wirklich schön gewesen, zum sehen. Schlichtweg. Ja. Nein, also das Lustige ist, ich habe schon gedacht, so, ja, irgendwie, heute hat die schon Potenzial, da etwas zu holen. Vor allem eben halt, weil es halt wirklich Mixed Conditions sind halt, also eben trocken Regen oder wieder trocken wurde ist, also eigentlich wirklich so das, was richtig geil ist, wenn so etwas passiert. Und er war ja gerade der Erste gewesen, also er hat gerade Russell überholt, der dann den Regen eingesetzt hat auf Startziel. Und er ist ja dort gerade ausgefahren und der Russell gerade hinten nachher. Weißt du, in der schnellen Rechtskurve dort. Ja, genau. Und der Norris hat dann gerade hinten nachher gefunden, ja, die sind off-track gegangen und so. Und dann ist ja plötzlich Norris, also McLaren, ist wieder hure schnell geworden. Dann ist der Piastri auch plötzlich so hure schnell geworden. Und es ist wirklich, also das Rennen zum Zuschauen war wirklich geil gewesen. Und bei Hamilton ist einfach richtig auch wirklich geil gewesen. Er hat ja am Start seine Reifen schon von Anfang an gemanagt. Er hat ja am Anfang nicht gerade gross mit Reifenverbrauch gehabt. Und dann ist auch plötzlich der Russell eben vorne langsam geworden und er konnte vorbeigehen. Weil halt der andere seine Reifen schon recht kaputt gefahren hat und der Hamilton eigentlich noch recht geschont hat. Und eben dann ist halt der einsetzende Regen gekommen und dann hat es ein riesen Durcheinander gegeben, so, ja, wenn gehst du am besten rein. Sie haben ja im Hamilton auch schon gefunden, ja, komm jetzt am besten rein. Ich glaube, es macht Sinn, jetzt auf Internet. Er hat gesagt, nein, es ist noch zu trocken draussen. Und es ist wirklich, also zum Zuschauen war es wirklich eine rechte Krimi gewesen. Und dann nachher, wo halt wirklich so gesehen hast, so, ja, jetzt hat McLaren wieder vergeben mit dem Boxenstopp. Sie sind zu lang draussen geblieben. Und der Hamilton eine Runde für ihn ja schon reingekommen ist und hat dann nachher am Norris dran vorbeiziehen. Dann nachher hast du gewusst, so, ja, jetzt könnte es etwas werden. Und dann nachher der Verstappen. Nachher war aber gleich noch ein Faktor gewesen, genau, nämlich der Faktor Verstappen. Also, ja. Ich bin dann mit ein paar Leuten zusammen am Schauen und wir haben einfach diskutiert, so, ja, ich glaube, das ist wieder ein Geschenk für Verstappen. Und es hat ein bisschen Angst gemacht. Er denkt, jede Runde hat er eine neue Fastest Lap reingehauen. Der Piastri ist ihm hinten nachgetuckert und hat irgendwie 7 Sekunden noch für Norris gut gemacht gegen Ende. Also in den letzten 15 Runden, was auch krank ist. Aber eigentlich ein Meisterstreich von Red Bull wieder mal gewesen. Und da muss man einfach auch sagen, Hut ab an Hannah Schmidt, der Strategiechef von Red Bull. Die entscheidet einfach immer richtig, habe ich das Gefühl. Also, meistens, ja. Beim Perez nicht. Beim Perez haben sie komplett blockiert. Ja, gut, aber der Perez war auch ein hoffnungsloser Fall dorthin, sind wir ehrlich. Ja, absolut. Da hat es gar keine Rolle gespielt, ob der auf Inters rumgurkt, wo es nicht braucht. Also,
Ja, dann haben sie halt einfach fahren lassen, um zu schauen, ob es sich lohnt, was er für Zeiten fährt. Und dann hat es einfach der Max dann nachher drauf genommen. Genau, es sind einfach wirklich, es ist eigentlich, so ist mir auch vorgekommen, wie ein Versuchskaninchen für den Max. Ja, 100%. Zum Wenzel wechseln, oder? Und ja, auf jeden Fall, die letzte Entscheidung war genau die richtige gewesen, welche Runde reinkommen. Und er hat dort verdammt aufgeholt. Am Ende, das hat mich noch erstaunt, sind es nur noch 1,7 Sekunden gewesen zum Hamilton. Mhm. Also wäre es noch 2-3 Runden länger gegangen, hätten wir wieder mal die niederländische Nationalhymne hören. Ja, hören wir ja fast nie. Und also es war auch wirklich richtig spannend gewesen. Und mein Hamilton-Herz hat es gefreut, dass der Hamilton gewonnen hat. Ein bisschen Tränen hatte ich in den Augen gehabt. Und ja, also ich habe mich wirklich gefreut für den Hamilton, weil eben, es sind ja wie viel über fast 600 Tage ist es jetzt her, wo er den letzten Sieg her hat. 2,5 Jahre, ja. Ja, und erst einmal hure angesehen, was für eine Erleichterung war. Er hat ja wirklich auch gesagt, er hat, die letzten 2 Jahre hat er so gestruggelt mit dem, einfach nur schon allein schon mit dem Gefühl, so, ja, kann ich es überhaupt noch? Bin ich überhaupt in der Lage noch zum Gewinnen? Und ich glaube, darum hat er dann auch den Move gemacht zu Ferrari, weil er halt einfach wahrscheinlich das Gefühl hatte, so, ja, es will wahrscheinlich am Team liegen und nicht an mir. Und darum hat er vielleicht auch den Move gemacht, ich weiß es ja nicht, aber auf jeden Fall habe ich mich richtig gefreut für ihn. Er hat auch Freude gehabt. Er war wirklich richtig emotional. Auch der Verstappen hat sich gefreut für ihn. Er ist neben ihm hergefahren und hat zugeklatscht. Der Russell ist auch gerade auf der Matte gestanden. Und es haben sich alle gefreut. Ich glaube, die ganze Formel 1-Welt hat sich gefreut, dass er jetzt mal wieder einen Win geholt hat. Weil er ist ja wirklich mit unter anderem einfach einer der besten Fahrer, die es je gegeben hat. Und das hat einem schon einfach wehgetan, dass du halt einfach siehst, das Auto funktioniert halt einfach nicht. Weil, ja, ich meine, das war jetzt sein 104. Win, den er geholt hat. Und auch ein Rekord ist, er ist der einzige Fahrer, der auf einer Strecke 9 Wins geholt hat. Das hat bis jetzt kein anderer Mensch geschafft. Oder kein anderer Fahrer geschafft. Das ist auch ein neuer Rekord. Ja, und dann das Kranke ist noch, es ist nicht einfach irgendeine Strecke, es ist sein Heim-Grand Prix. Das ist schon krank. Das ist so krank. Ja, nein, und es ist halt vielleicht wirklich so, wie der Nigel Mansell mal gesagt hat, das ist einfach die Liebe und der Support, den man von den Fans dort bekommt, gibt wahrscheinlich einfach wirklich noch ein paar Zentel oben drauf pro Runde. Also, es wirkt auch so, weil ein richtig geiles Qualifying-Ergebnis war es ja auch noch gewesen, oder? 3 Briten auf dem Top-Step, also in dem Sinn Platz 1, 2 und 3. Und ja, nein, es ist also für die Engländer ein gutes Wochenende gewesen. Definitiv, so. Ja. Dann noch im Fußball auch noch, aber das lassen wir jetzt vor raus. Das bin ich wieder hässig. Ja, und, aber ja, ich glaube, sonst müssen wir nicht mehr gross etwas noch über den britischen Grand Prix sagen, was noch Ferrari mit ihren Strategien wieder, aber ich glaube, das ist halt einfach also so ein leidiges Thema. Ja, genau, nein, also das ist sowieso, hören wir auf mit Ferrari und ihrer Strategie, das Auto wäre um, aber sie verkacken in der Strategie über das einzelne Rennen und in der Strategie über die Saison hinweg, wie sie was haben wollen und die Fahrer gurken nachher zuhinterst hinten rum. Die Inters beim Leclerc, wo man nachher weiss, wie viele Runden drauf lassen. Ich meine, der arme Keipe. Der arme Keipe, nein wirklich, es ist so. Der hat geendet auf P2. Nein. Auf P14. P14. Der Logan ist 11. geworden. Ja, Logan ist 11. geworden. Beide Haas sind vor dem fucking Leclerc. Nein, wie geht das? Weißt du, wie geht das? Das Customer Team Haas, das alle Teile einkauft, einfach besser ist als Ferrari selber. Ich meine, der Nico Hülkenberg, übrigens für mich absolut Driver of the Day in Österreich und in Great Britain, einfach 6. Platz schon wieder. Es ist so krank, was der Mann hinbrettert. Und das ist das, was ich mir so ein bisschen überlegt habe, so während dem Rennen. Ich freue mich richtig drauf, wenn der zu Audi geht. Ich freue mich drauf, wenn Audi ihm vielleicht auch hoffentlich einen Motor und das Auto hinbringt, das er führen holen kann. Ich gönne ihm einfach allen Erfolg, so wie der fährt. Das ist ein Podium wäre einfach schon lange überfällig.
Es ist lang überfällig und ich weiss noch damals schon, als er von Renault gekickt worden ist, ich musste dann einfach schon die ganze Zeit müssen sagen, der gehört in die Formel 1. Der darf nicht weg von der Formel 1 sein. Und ja, baut sich immer wie mehr langsam zu einem Lieblingsfahrer von mir auf, bin ich ganz ehrlich. Ja. Einfach geil. Ja, Hülkenberg ist einfach, er ist sympathisch, er fährt wirklich geil, also wirklich einen geilen Drive immer, den er macht. Und er ist wirklich, bei Haas ist er einfach der Punkte reinholt. Ich meine, wenn du in der Fahrerwertung schaust, der Hülkenberg ist auf P11, hat 22 Punkte und der Magnussen hat 5 Punkte. Ja, mit einem Haas hat er 22 Punkte Er ist, in einer Saison, wo du eigentlich basically nur noch P8 und 9 offen hast, weil der Rest immer besetzt ist. Er ist ein Punkt hinter dem Lance, wo im Essen fährt. Ja, wo eigentlich irgendwie... Gut, Essen hat auch gestruggelt in den letzten paar Wochen. Also jetzt zwar, Silverstone ist wieder besser gewesen, haben sie beide auch Punkte geholt, aber sonst sind sie schon auch echt ein bisschen am Kämpfen gewesen. Ich glaube, seitdem ist es auch ein bisschen, geht es in die falsche Richtung, was die Entwicklung anbelangt. Ja, definitiv. Definitiv. Aber ja, ein Thema, das ich noch schnell ein bisschen aufgreifen will, ist der Perez. Ja, genau. Das zu dem Thema ich auch kommen. Oh Wunder, oh Wunder. Oh Wunder, oh Wunder. Nein, es ist ja wirklich einfach wieder katastrophal, was er geliefert hat die letzten paar Rennen. Und ich bin verschrocken. Also seit der Vertragsverlängerung, möchte ich festhalten. Seit der Vertragsverlängerung, ja, weil ich bin einfach verschrocken. Ich habe vorhin Dings offen gehabt. Alle Rennen, die einfach nur Top 3 gesehen hast. Und du siehst so am Anfang so ein bisschen Ferrari Red Bull und dann war einfach wirklich Ferrari Red Bull mit beiden Red Bull. Und nachher siehst du McLaren Red Bull und jetzt Mercedes McLaren. Das ist so ein bisschen das Sujet, das sich durchdrückt. Aber der Perez war dabei gewesen. Bis vor 6 Rennen war der Perez auf dem Podium gewesen, oder auf P4 mindestens. Und jetzt macht er einfach so einen Scheiß. Ich sage es immer wieder, es ist so anstrengend, ein Perez-Fan zu sein. Aber ich weiß aber nicht, was es ist. Ich verstehe nicht, wie man so verkacken kann die ganze Zeit. Es ist halt wirklich einfach, sobald er Sicherheit hat, dass er einen Vertrag hat, fährt er schlecht. Es war ja so auch schon, als er 2-Jahres-Verlängerung bekommen hat nach Monaco, nach dem Win, den er geholt hat, da ist er plötzlich schlecht gefahren. Und letztes Jahr ist auch nach Monaco ist er plötzlich schlecht gefahren. Denk noch weiter zurück. Es war nicht viel anders, als er noch in Pink gefahren ist. Ja. Kaum ist man nicht sicher gewesen mit seiner Zukunft, hat er seine beste Saison, bis dato seine beste Saison angehauen. Dort im 20 war das so, gewesen, wo er Bahrain gewonnen hat. Das ist bis dato seine beste Saison. Und dort war wirklich die Frage sogar, ja, kann er überhaupt nicht in der Formel 1 fahren oder nicht? Ja, es ist halt eben schon... Es tut mir im Herzen weh. Ja, es ist halt schon mega bitter, dass du eigentlich immer musst auf der Schippe sein musst, dass du überhaupt performst, weil das kann es ja auch nicht sein. Und ja, es ist halt jetzt wirklich das Gerücht umgegangen. Also es ist ja so, er hat ja einen 2-Jahres-Contract bekommen, allerdings mit einer Ausstiegsklausel, Red Bull-Seite, wo heisst, wenn er bis zur Sommerpause eine Differenz hat von mehr als 100 Punkten, kann Red Bull den Vertrag auflösen und ihn ersetzen. Und momentan hat er 118 Punkte und der Verstappen hat 255. Und also Sommerpause. Wenn er sofort wieder Podiums und Wins reinfährt. Und die Sommerpause, die ist meines Wissens nach Ungarn. Oder nach Belgien. Ungarn 19. bis 21. Juli. Belgien 26. bis 28. Juli. Und nachher ist 23. bis 25. August. Also noch 2 Rennen hat er. Ja, also er hat 2 Rennen Zeit. Ja, da wird er nicht 18 schaffen. Punkte. Er muss 2 Wins haben. Und der Verstappen müsste nichts holen. Genau. Ist ja so unrealistisch. Oder nur in einem Rennen etwas. Es ist wirklich absolut unrealistisch und es macht mir ein bisschen Angst, weil, ja, wo geht er nachher hin? Er ist in meinen Augen trotz allem ein Fahrer, der in die Formel 1 gehört. Ich finde, er hat auch eigentlich seine Verlängerung verdient, wenn er so fahren würde, wie er könnte. Aber jetzt hast du auch gleich, und das ist eben das, du hast andere Fahrer und die heißen Liam Lawson und Daniel Ricciardo und Yuki Tsunoda. Und ja, du kannst gut, die nicht ewig warten. Das ist halt so ein das. Was ich nicht ganz verstehe, ist, in diesem Gerücht ist ja Ring Around the Rosie mit Perez verlässt Red Bull, Ricciardo geht zu Red Bull, Liam geht zu V-Carb.
verstehe ich nicht ganz die Entscheidung. Wenn du einen Yuki Tsunoda hast, wo so mal schauen, auf Platz 12 ist mit 20 Punkten und Daniel Ricciardo hat ganze 9 Punkte weniger. Ja, der Yuki hat auch heute wieder einen Punkt geholt und der Ricciardo ist 13. geworden. Genau. Und das ist halt das, was du jedes Wochenende siehst. Klar hat der Ricciardo auch ein bisschen Punkte. Klar hat er fährt nicht 10 hinten rum und macht gar keine Punkte. Aber Yuki Tsunoda überzeugt seit 2 Jahren straight, überzeugt er einfach mit seiner Leistung und meiner Fahrt und wie er tut. Und dass er nicht einmal in Erwägung gezogen wird, das verstehe ich nicht. Ja, ich auch nicht. Also eben, ich würde jetzt lieber einen Yuki aufnehmen zu Red Bull als einen Daniel Ricciardo und dann lieber einfach zum Danny schicken, weißt du? Aber kann er vom Danny noch lernen, solange er noch ja, Formel 1 fährt. Aber sorry, ein Yuki hat es jetzt doch einfach verdient. Der ist so stark unterwegs die ganze Zeit. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Chemie zwischen Yuki und Verstappen geil wäre. Weil der Yuki ist einer, der bringt Feuer ins Team. Der würde ich glaube, effektiv im Verstappen noch ein bisschen Feuer unter dem Arsch machen. Vielleicht nicht pace-technisch, aber einfach, der würde nicht einfach wie ein Perez sagen, ja, ist gut, ich lasse jetzt führen. Schwierig zu sagen, aber ich kann es mir gut vorstellen, ja. Ja. Aber ich sehe es genau gleich wie du. Also, ich meine, ich bin ja schon auch ein grosser Danny Rick-Fan und ich wünschte, er würde um Podiums fahren und alles. Aber rein eben nur für das Team und so. Also einfach da, wo halt mehr Sinn macht, ist es halt einfach so, dass halt der Yuki würde eigentlich rein theoretisch zu Red Bull gehen. Und nicht ein Danny Ricciardo geht zu Red Bull und der Perez fliegt raus und ein Liam kommt. Also, ja. Also gut wäre es für uns ein Bingo, würde ich dann gerade absahnen mit dem. Das wäre maximal absahnen. Ja. Aber vor allem, ich habe das Pferd schon rot gemacht. Also, ja, wird eh nicht passieren. Und jetzt ist es plötzlich wieder plausibel. Jetzt kannst du wieder rausmachen. Ja, aber ja, also schauen wir mal, wie sich das entwickelt mit den nächsten 2 Rennen. Aber ich glaube, es wird schon so, der Fall wird wahrscheinlich schon eintreten, weil ich habe nicht das Gefühl, dass der Perez sich gross wird ändern kann in den nächsten 2 Rennen. Weil er ist einfach zu fest off-pace. Ja, und das sind einfach die European Races. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber es ist oft so, dass in den European Races er einfach schlecht ist. Außer hier und da mal Aserbaidschan und so. Aber ich sehe auch nicht, dass er seine Form umdrehen kann. Und ich sehe auch nicht, dass er von dem recovern kann. Ich auch nicht. Ich sehe nicht, welches Team ihn noch nehmen würde, außer zum Beispiel ein Audi-Team, wo einfach einen guten Fahrer will, der gutes Verständnis hat und gutes Feedback kann geben. Das kann er. Er ist ein verdammt guter Teamplayer, das auf jeden Fall. Ja, aber ich habe das Gefühl, der ganze Driver-Swap-Circus ist definitiv noch nicht vorbei. Ich habe das Gefühl, es wird jetzt noch einiges rebeln in den nächsten paar Wochen und Monaten. Also ich glaube ich denke, wir werden mit einem Schock-Podcast müssen während der Sommerpause irgendetwas besprechen. Ja. So kommt es mir gerade vor. Imagine, stell dir vor, es kommt gleich plötzlich das Sainz zu Red Bull. Bro, das wäre krank. Das wäre die beste Entscheidung, die sie treffen könnten. Gell? No cap. Also wirklich, das wäre die beste Entscheidung, die sie treffen könnten. Das wäre eigentlich noch echt plausibel eigentlich, aber ja. Mal schauen. Das wäre aber richtig krass. Aber, Scheiße für den Liam, aber dann soll er sich darauf fokussieren, zum Beispiel das Williams-Cockpit zu bekommen. Weil dort munkelt man ja auch, dass der Sargent vielleicht geht. Und dort ist eigentlich seine einzige Competition in meinen Augen der Antonelli. Oder ein Ocon. Nein, gut, Ocon ist natürlich sicher bei Haas. Ja. Nein, also ich denke schon eher Kimi. Ja, gut, eben der Liam wird ja auch noch ein bisschen mit Sauber in Verbindung gebracht, seit kurzem. Was auch geil wäre. Ja, das kann natürlich auch gut möglich sein, dass er dort herkommt. Bottas wird ja auch ein bisschen mit Williams in Verbindung wieder gebracht und so. Also es ist schon spannend. Also eben, der Driver-Market ist momentan richtig am Kochen und da weisst du einfach wirklich nicht, was als nächstes passiert. Und ich habe schon das Gefühl, dass noch ein Swap wird passieren, den wir alle nicht gesehen haben. Ja, einfach gar keinen Sinn macht. Ja. Bin ich echt gespannt. Fernando Alonso zu Red Bull. Ja, hör auf. Nein, der hat ja einen Vertrag jetzt schon wieder.
Aber Ja, scheiß auf Vertrag. ich meine, der Jack Doohan und der Mick Schumacher haben ja auch noch mit Alpine einen Test gemacht und der Toto hat ein bisschen rausglitzern lassen. Also sie haben nicht gross etwas erzählt, aber der Toto hat gesagt, der Mick sei hervorragend gefahren. Aber Alpine will anscheinend gar keine Stellung dazu nehmen. Ja, genau. Aber der Toto hat das natürlich mitbekommen, weil er ist ja halt er ist ein Testfahrer der Dings. Oder nicht, oder? Nein, Manager ist er glaube ich eben nicht, habe ich gemeint. Das ist ja, das ist ja, ich weiß nicht, wie sie heisst, aber das ist die gleiche, wo bei Michael Schumacher schon die Managerin war. Die ist aber Mick. Ah, Und, ja. Und, aber er ist ja der Ersatzfahrer beim Toto und der wird das schon mitbekommen haben, weißt du? Logisch. Vor allem, der Mick kann es einfach sagen. Von dem her. Ja, aber ich glaube nicht, dass der Mick bei Alpine auf der obersten Prio-Liste wird sein. Ich habe das Gefühl, der Mick, egal was noch passiert, wird untergehen im ganzen Driver-Trouble. Weil du hast eigentlich viel bessere Choices als er. Also nicht viel bessere Choices, sondern viele bessere Choices als er. Weil er war ein Zeitchen draussen von der Formel 1 und hat in der Zeit, in der er drin war, nicht super performt. Und Namen, die im Raum stehen, sind eben ein Liam. Was haben wir noch? Jetzt haben wir vorher alles darüber geredet. Ein Liam steht im Raum. Ja, also es stehen ein paar, der Kimi halt im Raum. Der Kimi. Also von allen Fahrern ist ja noch der Bottas, der Joe wäre noch. Ocon, Bottas, Joe, Sainz. Magnussen. Ja, sorry, da hast du 6 Fahrer, die beste Choice sind als der Mick. Ja, das ist schon so. Aber eben halt beim Mick weiss man halt einfach auch nicht irgendwie so. Ich glaube, also so wie ich es höre, macht er ja eigentlich bei der LMP einen guten Job die ganze Zeit. Er hat Pech gehabt, der Le Mans mit beiden Autos sind sie rausgefallen dort. Aber grundsätzlich ist er ja eigentlich, wenn er fährt, ist er eigentlich immer so von der Pace her sehr stark, so was man hört. Und ich meine, sein Vater ist auch zuerst noch bei der LMP gefahren, bevor er in die Formel 1 gekommen ist. Ja. Also muss nicht der Mick macht das schon gut. Ja, gehe ich aber schwierig. Das ist so. Ist einfach schwierig. Er ist in einer falschen Zeit in die Formel 1 gekommen. Ja. Schlichtweg. Und einfach zum falschen Team. Ja. Ich glaube, wenn er bei Alpha gewesen wäre, wäre es anders gekommen. 100'000 Millionen Milliarden %. Bin ich absolut dafür. Ja. Ja. Du hast dann aufgeschrieben, kein F1-Movie, aber ganz ehrlich, da weiss ich nichts davon. Ja, also da habe ich nur so schnell rein tun, ganz ehrlich, weil, ja, wenn ihr es nicht gesehen habt, es hat jetzt einen Teaser gegeben zum Formel 1-Movie. Ich finde, er sieht gut aus. Ich bin aber irgendwie noch nicht so überzeugt. Kannst du nicht sagen. Man kommt relativ wenig davon mit über. Ich habe das Gefühl, irgendwie schon 90% vom Aufnahmematerial, das sie an der Strecke gemacht haben, wo ja so ein riesen Drama war, darum, also Drama, so eine riesen Sache war, habe ich das Gefühl, hat man in diesem Teaser schon gesehen. Es ist ein bisschen Monza und ein bisschen Silverstone, wo sie auf der Strecke fahren und keine Ahnung, also ich kann mir höchstens vorstellen, dass sehr viel Off-Track wird gefilmt sein. Und es sieht für mich einfach wieder mal aus wie so ein Film, der versucht, politisch korrekt zu sein und irgendwie in die neue Zeit hineinpassen. I don't know. Ich habe keine Ahnung. Ich kann es null sagen, aber könnt ihr Teaser sonst mal schauen. Ist auf formel1.com ist das schon online. Mich hat er jetzt überhaupt nicht vom Hocker gehauen und ich freue mich noch mehr auf Drive to Survive als der Film, bin ich ganz ehrlich. Okay. Ich kann wirklich nichts dazu sagen, weil ich habe den Teaser nicht gesehen und weiß es wirklich nicht. Also, sorry. Nein, alles gut. Ich denke, er schreibt das noch auf. So. Ja, sicher. Nein, ist gut, dass wir das sicher auch noch angesprochen haben. Aber ich glaube, soweit haben wir eigentlich schon alles angesprochen, was wir ansprechen. Recht eine knackige Episode war jetzt, eine knappe Stunde. Und dann würde ich sagen, dass es mit der heutigen Episode vom Unsafe Release war. Wir hoffen mal, dass wir uns in 2 Wochen wieder hören. Also beziehungsweise, ich glaube, es macht mehr Sinn, dass wir uns dann auch nach dem Belgien Grand Prix wieder hören. Genau. Und dann würde ich sagen, wäre es gewesen. Danke vielmals, dass ihr bis dahin zugelassen habt. Und dann hören wir uns wieder nach Belgien. Macht's gut. Ich wünsche euch einen schönen Tag, guten Morgen, guten Abend, was auch immer. Und bis nächstes Mal beim Unsafe Release.